werden die Pfälzer ins Artenschutzabseits gedrängt, demnächst nur noch hörbar bei Kabarett- und Comedy-Nächten, bald im Zoo oder im Holiday Park? Dann aber bitte möglichst lustig und mit Strafandrohung, wenn ein hochdeutsches Wort fällt? Sollte der SWR nicht beauftragt werden, O-Töne aus den verschiedenen Dörfern und Städten aufzunehmen? Das ist Georgs Frau. Ich treffe sie oft auf dem Markt, bei der Kirche, wenn sie Kartoffeln und Gurken kauft. Sie hat schöne Augen, ist sehr redselig und kriegt vom neuen Wein jedes Jahr einen Schwips. Wie klingen diese Sätze in der lokaltypischen Dialektversion, also in Bad Bergzabern, in Landau, in Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens, in Neustadt, in Speyer, in Ludwigshafen, in Mainz, Koblenz oder in Amerika auf Pennsylvania-Deutsch? Und wie klingen sie, wenn dabei noch einmal unterschieden wird zwischen Vertretern der älteren und jüngeren Generation? Alle Versionen dann gesammelt ergebe das ein dialektonisches Kulturerbe auf CD, 15 € Sonderpreis und von unschätzbarem Wert, falls er irgendwann wirklich tot ist, der Pfälzer Dialekt. Was so schnell nicht passieren wird, obwohl, vielleicht müsste man sein Ableben beschleunigen mit Pirchen und Tablettchen, ein bisschen nachhelfen halt, damit sein Wert schneller bewusst wird und der Pathologe hätte danach wieder was zu tun. Genau, warum nicht in den Dialekt insgesamt einfach probeweise offiziell verbieten? Kein Dialekt an öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Gebäuden, höchstens in ausgewiesenen Nebenzimmern und auf markierten Flächen. Alle öffentlichen Orte müssen zukünftig unterteilt werden in dialektfreie Raucher, dialektsprechende Raucher, dialektsprechende Nichtraucher und dialektfreie Nichtraucher. Letztere bekommen einen ermäßigten Steuersatz, aber kann man sich dann noch irgendwo zu Hause fühlen?